Du bleibst jetzt da, die E-Szene gehört gespielt. Ah, da lege ich aber schon Wert drauf, dass die Leute wissen, dass das gespielt ist und dass das nicht wir sind. Ich habe gesagt, gespielt, die E-Szene gehört gespielt. So gescheit sind die auch, dass die wissen, dass wir nicht unser privates E-Elend auf der Bühne abladen. Ehe-Elend? Weißt du, was ich mir schon manchmal gedacht habe? Es spielt keine Rolle mehr, aber nur so als Gedankenspiel. Wenn wir zwei uns heute kennenlernen täten, so wie wir jetzt sind, ob wir uns gegenseitig nett fänden. Was ist los? Ich meine, wenn wir zwei uns zum Beispiel heute auf einem Fest einander vorgestellt bekämen, uns quasi zum ersten Mal sehen täten, ob wir uns attraktiv fänden. Das wäre doch interessant zu wissen, was für einen Eindruck wir voneinander hätten, ob wir uns gerne kennenlernen wollen würden. So wie wir jetzt sind, hätten wir uns wahrscheinlich nicht füreinander interessiert. Ist das dein Ernst? Es könnte natürlich auch sein, wenn wir all die Jahre nichts miteinander zu tun gehabt hätten, dass wir uns ganz anders entwickelt hätten und vielleicht zwei ganz sympathische Figuren wären. Meinst du? Ja, das ist doch klar. Wir haben im Laufe der Jahre Spuren am anderen hinterlassen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn du zum Beispiel niemanden gehabt hättest, in unserem Fall jetzt mich, und ich meine Spur nicht an dir hinterlassen hätte, dass du dann schon total verwahrlost wärst. Wenn ich Solo wäre, da würde ich schon ein bisschen besser auf mich achten. Glaubst du? Ich hätte ja ständig wechselnde Beziehungen und da ist Hygiene das A und O. Würdest du dann zum Beispiel auch das Bad sauber halten und deine Schmutzwäsche in den vorgesehenen Sack stecken? Absolut. Bevor ich ausgehen würde, würde ich besonders das Bad aber sowas von in Ordnung bringen. Und würdest du die Zahnpastakleckse aus dem Waschbecken entfernen? Klar, du würdest staunen. Und wie wird es in der Küche ausschauen, würde ich da auch staunen. Wäre da zum Beispiel mal das Backrohr endlich gereinigt? Nein, Küche würde ich dir vorenthalten. Wenn ich dich abgeschleppt hätte, bekämst du nur das Schlafzimmer und das Bad zu Gesicht. Ich glaube nicht, dass ich mit dir mitgehen täte. Doch, das würdest du schon. Weil ich dich in hochinteressante Gespräche verwickeln würde über Horoskope und Sternzeichen, gesunde Ernährung, alternative Medizin, Yoga und so Zeugs. Ich denke, das interessiert dich alles nicht. Interessiert mich auch nicht, aber um dich rumzukriegen, wäre mir dann jedes Mit dir kann man sich nicht ernsthaft unterhalten. Okay, wenn du es ernsthaft willst. Nein, ich glaube nicht, dass wir uns sympathisch wären. Ich finde, wir sind beide ziemlich langweilig geworden. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand anderen gibt, der Lust hätte, mit einem von uns was anzufangen. Ich fürchte, wir zwei werden wohl zusammenbleiben müssen. Was ist? Ich bin schockiert. Dann fang nicht immer so abstruse Gespräche an. Kannst du nicht wie jede andere Frau auch einfach sagen, trag endlich den Müll runter, mach das Backrohr sauber und räum deine schmutzigen Klamotten aus dem Bad. Ich mach's ja gleich, aber hol halt nicht immer so weit aus, wenn's willst, dass ich was tue.